Der Wunschzettel. Als der Michu am Nachmittag vom Kindergarten heimgekommen ist, hat er erklärt, er müsse jetzt den Wunschzettel schreiben. Die grössere Schwester musste die Schreiber machen und er hat diktiert. Ein elektrisches Auto, ein Kran, eine Cowboy-Ausrüstung, ein Feuerwehrauto, ein Trappi-Chip, ein Indianerzelt, eine Kinderpost. Halt, hat ihn die Schwester unterbrochen. Ich kann nicht so schnell schreiben. Ein Schuttkasten, Ski mit Stecken, ein Gummiboot, ein Telefon, eine richtige Uhr, die geht, ein Fotoapparat, ein Flugzeug. Die erste Seite war schon vollgeschrieben. Die Schwester musste das Blatt kehren. «Du, das bekommst du nicht alles», hat sie gemahnt. Aber er hat schon weiter diktiert. «Eine Fischrute, ein Velo mit einem Lütti.» Und auch die zweite Seite ist platschvoll geworden. Am Abend hat man dann den Wunschzettel auf den Fenstersims gelegt und am Morgen war er weg gewesen. Ein paar Tage darauf, am Sonntagmorgen um 6 Uhr, hat der Michu zu lauter Wasser gekühlt. Die Mutter hat gemeint, er habe etwas dummes Träumen gehabt und hat ihn probiert zu trösten und gefragt, was er denn habe. Der Wunschzettel, ist es ihm nah aus dem Schluchzen rausgekommen. Und endlich hat man ihm herausgebracht, dass der Michu etwas vergessen auf einen Wunschzettel zu schreiben. «Und dann gerade noch das Wichtigste», hat er behauptet, du warst untröstlich. Was es sei, hat er dann nicht sagen. «Schreib doch noch einmal einen Wunschzettel», hat die Mami gemeint. Aber der Michu war überzeugt, das gelte nicht. Und auch die Offerte vom Vater, er rufe zum Fenster aus gegen den Himmel rauf, hat nichts genützt. Der Bub ist wie ein Häufchen Elend auf dem Bettrand gehockt und hat gesagt, er will keine Weihnachten. Wenn sie jemand gemeint haben, dass sie nur so ein kurzes Täubchen war, so waren sie Letztberichte. Der ganz liebe lange Tag hat der Michu die Muckern gemacht, hat gesagt, er freue sich nicht auf Weihnachten. Gerade das Wichtigste hat er vergessen aufzuschreiben. Jetzt braucht man gar keine Weihnachten mehr zu feiern. Am Montag hat er im Kindergarten erklärt, er will kein Hirt mehr sein im Krippenspiel und den Adventskalender hat er unter das Bett gelegt. Aber die Weihnachten sind gekommen, Michu zu Trotz, und nach dem Mittag ist der Papi mit den Kindern spazieren, seit er, dass die Mami das Bäumchen geschmückt. Sie sind den grossen Kehr gegen den Wald aufgelaufen, beim Reservoir vorbei. Der Michu ging 3 Schritte hinten. Der Papi ist wieder einmal bleiben stehen und hat gewartet, bis der Bub gekommen ist, hat ihn oben reingenommen und zu ihm gesagt, «So, Michu, heute ist Weihnachten.» Aber der Michu hat brümmelt, «Ich habe immer keine Freude.» Als man bei den Familiengärten wieder zu Tür abgegangen ist, hat es schon angefangen zu feistern und der Papi hat der Michu bei der Hand nehmen, sonst wäre der gewiss noch verloren gegangen, so hat er geschlärpelt. Als sie zurückgekommen sind, haben sie die dreckigen Schuhe im Stegenhaus abgezogen und sind in den Socken rein. Die Kerzen auf dem Baum haben schon gebrannt. Es hat herrlich geschmeckt. Das Bäumchen hat geleuchtet und glitzert. Prächtig hat es ausgesehen. Der Michu ist bei der Tür bleiben stehen, hat mit glänzigen Augen in die Flämmchen gestaunet und es ist ein ganzes Zeitchen gegangen, bis er mit einem tiefsten Seufzer sagen konnte, «Jetzt ist es gleich noch gekommen.» Das Bäumchen, das Tannenbäumchen, war das Wichtigste, was der Michu vergessen auf einen Wunschzettel zu schreiben. Das war es, was ihn geplagt hat die ganze Zeit, dass man an Weihnachten kein Bäumchen hat. Und jetzt war gleich eins da und dann noch was für eins. Vom Bub aus hat es kein einziges Geschenk mehr gebraucht. Er wäre nicht mal taub geworden, wenn er nicht ein Päckchen auftun konnte. Das Wichtigste war ja da. Und das noch ohne Wunschzettel.